Hallo YouTube, wir reagieren heute auf deutscher Errät Schweizer Wörter mit Trimax. Let's go! Die Schweiz ist vor allem bekannt für schöne Natur, viel Geld, extrem gut aussehende Influencer, Ja, ich sehe nicht aus wie Papa Platte. aber auch für eine Sprache, die nicht mal die Schweizer selber verstehen. Doch wie schwer ist es für einen Deutschen, Schweizerdeutsch zu verstehen? Deshalb habe ich mich auf die weite Suche gemacht nach der größten Kartoffel von Deutschland und ich habe sie gefunden. Hallo, ich bin Max. Ich kann nur Hochdeutsch und jeden Akzent und Dialekt verstehe ich ganz, ganz schwer. Ja, und er macht sich immer lustig über meinen Dialekt, weil ich alles falsch ausspreche. Ich sage, ich habe ein sehr gutes Hochdeutsch. Was ist deine Beziehung zur Schweiz? Was sind deine Erfahrungen? Die Schokolade ist toll. Es kommt richtig viel aus meiner Community von da. Ich treffe immer Leute in random Squads und sonst wo. Die reden super witzig. Ist direkt geiler Content. Triffst du einen Schweizer in Fortnite, hast du gewonnen. Ja. Das ist es. Wir raten heute mal... Geil, mega. Bro kennt nur seine Community und Schokolade aus der Schweiz. W. Trimax. wieder schweizerdeutsche Wörter. Die sind immer voll schwer, weil man es eigentlich gar nicht erraten kann. Aber das ist der Sinn vom Kann man Video. sich das so ein bisschen erschließen so? Gewisse Sachen schon, ja. Ich fange so einfach an. Ja. Und dann gehe ich ein bisschen schwerer, okay? Okay. Sind wir mit der Rollertour auch mal durch Schweiz? Ja, mit der Rollertour. Oh mein Gott, stimmt, ja. Da haben wir Fondue gegessen. Fondue, ja. Velo. Velo, yes. Das ist einfach. Du kennst Velo nicht. Velo. Velo. Bro, der kennt... Das ist ein Fahrrad. Ja, sorry, jetzt habe ich einen Spoiler gemacht, tut mir leid. Aber Velo ist ein Fahrrad. Velo auf Französisch. Bro, ist doch klar, hä? Wie kann man das nicht kennen? Kennt man das in Deutschland for real überhaupt nicht? Velo. Jeder Schweizer hat so ein Velo. Was? Was für ein Scheiß? Das ist der einfache Begriff. Ich dachte, das ist so ein Wort, das ist so ein Wort, wo die Deutschen noch so sagen, ah ja, okay, das ist ja der Klassiker. Das kann man sich nicht ableiten. Ist, glaube ich, Französisch. Wie viele sind in der Schweiz? Ist es ein Handy? Ein Handy wäre ein Nattel. Klar. Ist das ein Fahrzeug? Du fährst oft mit dem Velo auf dem Trottoir. Ah, ist das so eine, sowas wie eine Straßenbahn? Nee. Eine Straßenbahn ist krank. Eine Straßenbahn ist ein Tramle. Bro, aber in Deutschland sagt man auch Tram, oder? Ich rate immer was, dann ist es falsch, dann sagst du noch einen bescheuerten Begriff. Nee, Velo ist tatsächlich Fahrrad. Ach du Scheiße. Fahrrad. Was heißt Fahrrad auf Französisch? Weil du meintest, das ist Französisch. Ich bin Velo. auch nicht mehr sicher. Ein Velo. Ich habe schon so oft zu Niki gesagt, ey, nehmen wir das Velo oder weiß ich was. Ach geil, Oder ey. zu Frege, ja, drehen wir noch das Velo-Video. Was ist ein Znüni? Wie wird das geschrieben? Z-N-Ü-N-I. Das ist ein Feuerzeug. Nee, das wäre Fürzug. Das ist gar nicht so witzig. Fürzug, ganz normal. Das ist so lustig. Ich weiß nicht, ob man das in Deutschland auch macht, so Znüni. Ist so während der Arbeit macht man das vor allem, am Morgen. Ist das eine Vape? Eine Vape. Nee, das ist eine Chibab-Chichi. Morgens vor der Arbeit macht man sich ein Snüni. Ist das so wie eine Stulle? Gehört dazu, ja. Ein belegtes Brot. Nee, das wäre Brötli. Nee, das ist kein Bröt. Ein belegtes Brot ist Käsebrötli. Das wäre eine Schnitte, ein Schnitter. Jetzt für alles ein Begriff. Nee, es gibt Znüni und Zvieri. Ja, wenn du so ein bisschen an Zahlen denkst, Zvieri. Das klingt nach Nach? 4, Ja, genau. Und Znüni klingt nach 2, 9. 9. 9 und 4. Irgendwas Brotähnliches für morgens mit 4 und 9. Bro, um 9 Uhr morgens. Habt ihr auch so dieses, so um 9 Uhr morgens gibt es so ein, zwischen Mittag und Frühstück gibt es so ein Znüni bei uns. Um 9 Uhr gibt es so ein Snack. Zvieri ist Nachmittag. Snürni von 9 Abendessen. Aber morgens ein Frühstück. Ja, ist so... Bei der Arbeit macht man so Znüni-Pause. Das ist so... 10:30 Ja, Uhr. so Kaffee trinken und was essen. 10:30 Uhr machen wir meistens hier Pause mit dem Knoppers. Ja, genau Nicht diese Frühstück, aber Pause. das danach. Weißt du, so Okay. ein Zwischensnack. Gückeli. Ein Gückerli? Kommt es von Gucken? Nee. Ist es ein Huhn? Ja? Ja. Ja, Das ist sehr gut, richtig. oh mein Ja, Gott. Gückeli ist Huhn. Das wusste ich ja irgendwie. So ein gekochter, nee, so ein gegucktes Huhn. Das ist geil. Warum wusste ich das? Sohn, das ist ein Gückeli, Baby. Das ist mega W, Baby. Den Gückeli-Wagen. Dieser Wagen, wo es halt so diese Chicken-Dinger gibt, der so Ja. an der Straße steht. So, wo die sich so drehen. Daher weiß ich es nicht, nee. Auf dem Oktoberfest gab es da Hähnchen, das hieß so ähnlich, kann das sein? Wahrscheinlich von Gockel. Vielleicht so Von einfach. Gockel, ja. Okay, ja. gut, okay. Hier steht 7% Steuern. Sehr gut. Weißt du, was das heißt? Ja, das zahlt ihr. Das ist wahrscheinlich einfach Postauto. 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 Ein Postauto. Das ist ja voll easy. Da ist oder? einfach nur noch ein zusätzliches H drin oder was? Und ein Sch.
Ein Post. Sagt ihr Bro, Postauto das war kein schweizerdeutsches Wort. zu einem Bus? Nee. Das Ach Postauto? so. Ich dachte jetzt, das ist der Typ, der hier Ah, die Pakete Post liefert. bringt. Ja. Ja, nee, das ist bei uns der Bus. Ach so, Herr, warum Das ist nicht der Bus. Es ist nur in einer gewissen Region der Bus, Adi, Bro. ist das denn? Ich weiß nicht. Das Postauto ist Nee, der weil Bus. glaube ich... Weil, Und glaub wie ich heißt bei euch das Postauto? Postauto. Das ist einfach alles so. Okay, Nee, das ist, weil die Post hat bei uns früher die Busse gemacht. Checkst du? Ja. Ja. Oh, der Was? ist gut. Was heißt Götti und Gotte? Oh, der ist gut, ja. Der ist gut, der ist gut. Den hat er niemals, der hat keinen Sind Plan. ähnlich und sind zwei. Ist das ein Jungs und Mädchen? Oft ist es ein Junge und ein Mädchen, ja. Und es sind zwei. So, jeder hat das. Götti und Gott, natürlich. Oder? Jeder hat Götti und Gotte. Nee, nicht Du hier, auch. nicht, ich glaube Das nicht sind jeder. Personen Ja. in deinem Leben. Ja. Bester Freund und beste Freundin? Nee, Nee, das hat nicht jeder. Hat jeder so einen Patenonkel und eine Patentante? aber dein bester Freund ist vielleicht mal Götti. Niki wird vielleicht mal Götti. Ist das sowas wie Schwager? Nee, aber es geht in die richtige Richtung. Onkel? Also vielleicht wird Niki in den nächsten paar Jahren mal Götti. Du kannst es entscheiden sogar. Wer Götti und Gotte wird. Noch ein Tipp. Es gibt, glaube ich, eine Serie oder einen Film, der den deutschen Namen davon trägt. Ein deutscher Film. Du entscheidest, wer Götti und Gotte wird. Und dein Bruder wahrscheinlich. Das Format ist so geil, weil Ja. eigentlich kann man gar nichts machen. Alle sitzen immer nur da. So. Ich sag halt irgendein Wort. Das will Ja. ich irgendwie so sagen. Bugu, bugu. Was gibt's Was denn? ist das? Es ist nicht Schwager, nicht Onkel und nicht Trauzeuge. Nee, es gibt eigentlich nur noch etwas da. Du entscheidest ja, wer Götti und Gotte wird. Aber Selina entscheidet auch. Es gibt eine Serie, die heißt Der... ... Oder ein Film. Pate? Ja. Pate? Ja, Pate und Patin, wie sagt man? Patentante. Du weißt nicht, was ein Pate ist. Also, das ist ja irgendwas, was du dann. Nee, ist das ein Kollege, dem man sagt, wenn mir was passiert, passt du auf die Kinder auf? Ja, genau so ja, ein Ding genau. ist Hast das. du nicht einen Pate? Ich? Ja. Ich habe keinen Paten. Bist du Paten? Ja? Ich bin 30. Wie brauche ich einen Paten? Ja, aber die hast du ja dein Leben lang. Wie heißt halt Paten? Das ist nur so ein Schweiz-Ding, Götti und Gotte. Götti und Gotte. Marc. Marc und Gabriela. Grüße gehen raus. Okay, ich dachte, du hast das. Krass. Krass. Okay, gut, das war schwer. Das check ich. Dann gib mir noch eins, was ich Okay, check. okay, ich gebe dir eins, was du checkst. Check ich wieder nicht, wie Felo. Lurge. Bro, das kennt man, Nochmal? glaube ich. Lurge. Lurge. Das kennt Lurge. man. Luage. Luage. Ist das Lauge? Nee, Oh. es ist ein Verb. Lügen. Nee, das war Lürge. Sauer. Lurge und Lüge. Schauen. Ja, Ja. Lurge. Kennst du das? Sag mal, Oder gucken. das nicht im Deutschen? Nee. Ich lurg noch. Das ist Englisch, oder? Nee. Das sind ja nur CHs. 1, 2, 3, 4. Bro, aber das kennt jeder. Das hat jeder Schweizer schon mal gesagt. Jo, sag mal Kuchikästli. Und das kennt doch Trimax. Das hat der safe schon mal gehört. 4 CHs und ein SCH. Ja, Ruchi Restli. ja. Das ist gut. Das war aber nicht mal so schlecht. Ruchikaschle. Ist das ein Gericht? Nee, das ist eine, Ja? das ist ein Schrank in der Küche. Digga, was? Also Ruchi heißt Küche Ja? und Kaschle heißt Kasten. Ja, Digga, hä? Das ist klar. Das ist ja wirklich, das ist ja schwerer als Englisch oder irgendwas. Das ist ja eine komplett andere Sprache. Nee, überhaupt nicht. Das ist nicht von weit weg hergeholt, finde ich. Ich finde jetzt auch, wenn ich das so vorlese, es klingt doch alles voll dumm. Wie kommt man von Ruchi Classic, ja. auf Küche? Das weiß ist ja nicht. gar nicht. Ich weiß es Das nicht. könnte jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, Schwedisch sein oder so. ja, ja. Nee. Ja. Oh, ja, Anke. Nochmal. Anke. Ankre. Anke. Klingt wie Anker. Ist es nicht? Wird's geschrieben, steht's da? A-N-K-E. Ankre. Deswegen Ja. auch Krei. Ja, ja, Weiß das jemand, Chat, von euch? deswegen Krei. Von dort kommt es, glaube ich. Ja, das ist erstmal ein Frauenvorname. Ja, Anke Enge. Ich zum Beispiel. Aber was kann es noch sein? Hat das mit dem deutschen Begriff zu tun? Oder ist wieder völlig Fantasie? gar nicht, gar nicht. Gar nicht, geil. Dann ist aber einfach. Immer so kurze Begriffe, die es aber nicht im Deutschen gibt. Genau, das ist genau. immer einfach. Butter? Ja. Ja, genau, W. Butter. A-N-K-E, Butter. Ja. Aber wie ist das zustande Ich gekommen? weiß es nicht. Ach, so, ja, weiß es scheiße. nicht. Scheiße. Ja, ich würde sagen. Damit war ich der du hast- Schlechteste. Ja, ich würde sagen, du warst der Schlechteste, hast aber 2 Wörter, glaube ich, würde ich als erraten. Okay, von Ja. 12. Und, Poulet wusstest du, aber das war ein französisches Wort. Es war nicht Pule, es war Gückele. Vielen Dank, dass du dabei warst. War Danke. sehr cool. Schreibt in die Kommentare, mit wem ich das als nächstes machen soll, bis wir keine schweizerdeutschen Wörter mehr haben. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und Max hat das letzte Wort. Ja, abonniert den Kanal. Bitte, nächstes Video mit mir. Ah nee, ich bin ja Schweizer.